Hi! Hallo, Hi Kid Rap, wie geht's? mir geht's super, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, du klingst verschnupft. Ja, ein bisschen Heuschnupfen. So nervig. Letztes Mal noch gesagt, dass ich mich krank fühle. Am gleichen Tag habe ich dann wieder Klassiker, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Halsweh, Husten. So moded. Ja, das ist dann weggegangen und jetzt habe ich halt massivsten Heuschnupfen und 2 Ohren. Also ich hätte sehr schlecht heute. Das ist wirklich? Ja. Okay. Das ist sehr praktisch als Musiker. Ja. Das fickt uns regelmäßig, der Kid Rap und ich, wir sind ja sowieso regelmäßig krank. Warum, frage ich mich aber. Ich check's auch nicht. Also jetzt gerade, Ja, so gesund wie jetzt haben wir noch nie gelebt. Du hast ja auch noch einen Aussetzer gehabt. ja, hat ja gelangt. Ja, gleich. Stimmt, das reicht dann oft. Das Problem ist dann viel mehr das Aufhören. Ja, Das ist das Ding. Kid Rap, folgender Tierfakt. ja, Männliche Pandas haben nicht nur bis zu 40 Mal am Tag Stuhlgang, sondern sie klettern auch manchmal rückwärts auf die Bäume, um dann im Handstand zu pinkeln. So können sie ihr Revier während der Paarungszeit effektiver markieren. Weißt du dann sehen, wo sie pissen, oder? ich weiß nicht. Oder weil es dann herkommen, oder? Also sie pissen ja nach unten, die gehen ja nicht nach oben. Also die kraxeln rückwärts auf die Baum. Also mit dem Kopf nach unten, oder wie? Ja, ich weiß, weil der Schwanz dann her ist, oder? Ja, okay, aber das Aber- macht er dann auch noch. Ja, Ja, wurscht. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich muss mir erst da leben. ja, es ist die ganze Zeit Panik, dass. Dass wieder der Sound nicht funktioniert. Ja, aber. Ja, kannst wenig machen, gell? Ich schau noch einmal. Machst du die Rühmen Sicherheit, rein. ja. Ja. Warte, dann steh noch mal auf. Na, passt. Passt. Was soll passieren? Jetzt denke ich, es sind nicht mehr so Störgeräusche drauf. Okay. Ja, was gibt's Neues im Hause Rap? Ich habe was zum Geburtstag gekriegt von dir. ja. Kann ich kurz Herz sagen. Oh. Der kleine Freund hier, den kleinen Bad Boy. Ja, ist ein Soft Air mit 2,7 Joule. Wir haben vorher schon ein paar Dosen durchgeschossen damit. Man konnte ja allein wie einen richtigen Revolver. Hier. Und wer uns jetzt disst, dann wird der Name eingraviert und dann wird das erledigt. Also für die Leute, die sich nicht mit Software erst beschäftigen, normale Software steht immer bis zu 0,5 Joule. Ja, Das hat also die 6-fache Stärke und wir haben vorher auf ein paar Sachen wie kleine Kinder ballert und es hat, sorry, Schönraum an der Stelle, wir haben eins von eure Glasel, das schon ein bisschen lediert war, Ja. komplett zerfickt, also so ein Weißbierglasel haben wir von oben bis unten Schicht für Schicht abgeschossen, war gar kein Problem. Nein. Ist ein bisschen Holz abgesplittert in unserer Tür. Also das ist echt, also ich frage mich, also die bleibt ja 100% in der Haut stecken, Ja. vor allem wenn es gibt ja dann auch noch diese Metallkugeln dafür, Ja. dann ist das schon, also ich weiß nicht. Also das tut schon weh, Ja, denke ich mal. Kid Rap hat vorher zu mir gesagt, dass ich habe mal behauptet, dass mir Waffen gar nichts geben. ja, Aber wie ein kleines Kind, wir leuchten die Augen. Also ich liebe es auch, wenn wir jetzt andere Revolver holen. Wahrscheinlich wird es bei mir Ruger, weil ich mag Ruger einfach gern. ja. Bei dir war ich mir nicht sicher, mir war es nur dieses Jahr wichtig für den Geburtstag, dass man mal wieder was richtig Dummes schenkt, weil man, der Kid Rap und ich, wir kennen uns ja alles, was für Geld zu erstehen ist, kaufen. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, da denkst du zwischendrin gar nicht dran. Nein, das ist auch was ich mir so nicht gekauft hätte, weil ich mir gedacht hätte, Das ist ein Schmarrn, dafür Geld auszugeben. Ja. Aber das sind eben, das ist jetzt eine Weisheit fürs Leben, das macht ein gutes Geburtstagsgeschenk aus. Das muss was sein, was sich derjenige nicht selber kaufen darf und manchmal gar nicht weiß, dass er es braucht. Ja. Weil, ganz ehrlich, jetzt liegt es da. Jetzt liegt's da und Hast du vorher gewusst, dass du es brauchst? Nein. Kannst du Aber jetzt ich wieder laufe davon den ganzen trennen? Tag schon damit rum. Da Ja. haben wir schon einen Waffenhalfter personalisiert. Was steht da drauf? Ja, nur Kid Rap. Nur ganz Kid Rap, klar, ja. ja. Okay. Ja. Ja. Ich muss sagen, dass ich jetzt wieder on fire war. Also wir haben ja schon vor ewigen Zeiten mal überlegt, ob wir also nicht wirklich professionell Software spielen. Ja. Aber es hat schon Spaß gemacht, sich im Wald gegenseitig abzuballern. Ja. Klar, das ist halt, ja gut, jetzt muss man auch mal ehrlich sein, wenn man jetzt mit der spielt, Ja. dann spielt man halt einfach nicht im T-Shirt und Nein, so da dann brauchst du halt einfach eine gescheite Ausrüstung, Ja. weil dann war es ja schade, den nicht zu verwenden, weil ich meine 2,7 Joule ist halt eine Reichweitenfrage Ja. und dann gleich macht das schon enorm, ich glaube, das ist sehr befriedigend, dass jemand mit einem Revolver Ja, schon, ja. zum Schießen. Ja. Also da sollten wir uns mal Gedanken machen, ob wir das Ja. wieder aktiver verfolgen. Ist auch da viel Kalorien gehen da verloren, denke ich Auf mal. jeden Fall, ja. Also von dem her Ja, seitdem ich jetzt meinen Hund habe, komme ich auf meine Schritte am Tag. habe ich mitgekriegt, haben wir der Harry schon erzählt. Das 10.000. Das
Das ist so langweilig. Wieso? Das Schritte-Thema ist beim Harry ein großes Thema. Okay, Das darfst du nicht vergessen. Wir haben gestern gesagt und der Harry ist die letzten 2.500 Schritte in meiner Küche gegangen. Okay, dass er es noch schafft. Okay. So krass ist also so wichtig ist mir das nicht. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Schrittzähler so funktioniert, weil er hat es wirklich, also insgesamt vielleicht eine Viertelstunde rumgehopst. Ja. Und dann hat er 2.500 Schritte schon wieder gehabt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ja, also eine Gassi-Runde bei mir, die geht so, da ich sagen, 45 Minuten ungefähr. Das sind so zwischen 4.000 und 5.000 Schritte. Ja, schau, dann ist schon. Ja. Aber ich habe halt auch ein iPhone. Ja. Das stimmt, das ist irgendwas, was ich wahrscheinlich, wie heißt diese Garmin wahrscheinlich, irgend sowas. Keine das ja da. Damit beschäftige ich mich nicht. Nein. Wie läuft es bei dir insgesamt so fitnesstechnisch, wenn wir gerade bei Schritte sind? Ja. Ich merke schon, du bist jetzt gerade wieder am Machen, oder? Ja, über Oder ist das der Harry? bis Malle habe ich es gemacht. Also. Genau, und dann war 2 Jahre krank. Ja, gut, das ist immer. Ja, aber da hat es gut hingehauen. Aber das Kreatin war krass. Da geht echt viel dann, wenn man das regelmäßig nimmt, habe ich es auch wieder vergessen. Aber du, glaube ich, beschäftigst dich ein bisschen oder hast dich auf jeden Fall mehr damit beschäftigt. Ich glaube, ich habe einen riesen Fehlkauf getätigt. Ich habe mir die Kreatin-Tabletten gekauft. ja, Die waren ja ein Albtraum, weil sie so groß sind. ja. Jetzt haben wir Kreatinpulver gekauft. Mhm. Kann es sein, dass es Pulver gibt, das sich nicht auflöst. Also, Da steht Pure Powder drauf. okay. Und es war günstiger als Ja. das, was du dir gekauft hast. Und ich habe es versucht aufzulösen und es bleibt einfach so im Glasl. Ja, das gibt schon. Ja. Also habe ich früher auch mal gehabt. Da. Hasse ich. Ja, das ist jetzt Ich als habe wäre Heilerde. ein Kilo gekauft. Ah, ja. Ich habe kein Glück mit Kreatin. Nein. Aber gut, jetzt friss ich es halt, das ist mir das scheißegal. Machen wir so einen kleinen Ja. Stempel. Ja, ich Aber- mache das auch meistens. Ich mache mir gar keine großen Glasel mehr, weil das ist sau ätzend, weil da muss ich einfach viel von dem Zeug trinken. Naja, aber eigentlich, also das, was du gekauft hast, das Ja. Gute, das löst sich aus und nicht Ende. Ja, aber auch nicht ganz. Also bleibt schon immer Rest unten. So ein bisschen. Ja. Aber nein. Ja, nein, aber da. Also jetzt gesund werden und dann wieder. Ja. Also eigentlich warte ich nur, ich bin ja eigentlich fit, aber das heißt, wenn man so einen Druck auf die Ohren hat, soll man kein Krafttraining machen, weil es das Echt? verschlimmern kann. Ja. Jetzt warte ich noch. Das ist jetzt auch nervig. Ja. Aber immerhin mal meine Schritte. Dadurch Ja, das ist bin ein ich- Hund schon echt geil. Ja, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, dass ich keine Lust nicht habe, aber aktuell ist schon. Gut, jetzt hast du ihn 2 Wochen. Ja, Also. Aber ja, vielleicht bleibt es einfach Ja. so. Du wohnst ja in einer Gegend, wo man auch gern spazieren ja. geht. Aber ja, es haben ja vorhin mal gesagt, dass einem so eine Katze nach einer Zeit keinen Spaß mehr macht. Ja, Und das ist hat man täglich Spaß bereitet, einfach weil es halt lustig ist, die zu beobachten und die ja witzige Sachen machen. Ja. Und ich habe echt Glück, weil mein Hund ist kein Frühaufsteherhund. Ah, geil. Also absolut gar nicht. Okay. Heute, wo ich gesagt habe, dass ich so und so, wann wollte ich das, um 10:30? Ich glaube, erst bis um 8:45 hat er geschlafen. Geil. Ja, also ich gehöre leider zur Fraktion, die, wenn jemand anders sehr gehypt von was ist, dass ich mir eher immer denke, ja gut, dann Hype ist von Haus aus schon ein bisschen weniger. Ja, Das bedeutet, Sabrina hat schon angekündigt, als ich ins Büro gekommen bin, dass heute der Poppy da ist. Und dann haben wir gedacht, und haben mich gefreut. Ja. Und dann haben wir gesagt, der ist so geil. Das ist so ein geiles Tier. Das ist einfach, der ist 100 von 10. ja, Und dann haben wir gedacht, okay, beruhig dich. Und bin eigentlich natürlich nicht mit einer negativen Einstellung, Ja. haben wir gedacht, okay, habe ich schon wieder weniger Lust, wenn jemand so hypt. ja, Aber also er ist dem Hype treu, also er hat den Hype erfüllt. Ja, Also nein, Poppy, Liebe auf den Viech. ersten Blick, so ein geiles Tier, so ruhig, Ja. aber trotzdem so, ja, Quirlig. ich möchte es gern zu fest drücken. ja. Definitiv. ja. Ja, wie ist der Tagesablauf jetzt so mit Hund? Anders, was ändert sich? Hat sich Nein, was, eigentlich ändert sich nur, dass ich in der Früh schon rausgehe. Und was ist in der Früh dann? Also Viertel nach 9. ja, also die erste Woche habe ich mir meinen Wecker auf 5, 6 gestellt, dass er nicht in die Bude pisst. Aber das Ist war das schon mal vorgekommen? ja, so auf 2 Teppiche jetzt bei uns die ersten 2 Tage. Ja, aber Wegen schlechtem Timing oder? ja, Weil ich es halt schätze, weil es halt einfach nicht kennt. Also Ja. das passiert oft. Also wenn Hunde in die Bude pissen, dann meistens auf Teppiche, weil es halt ein bisschen wie groß ist. Ja. Aber das mit dem 6 Aufstehen war dann schon nach 3 Tagen nicht mehr so ein Ding. Ja. Und dann ist es halt liegen geblieben und dann streckt sie sich immer erst und dann tut sie, als kannst du ja deine Hinterbeine nicht bewegen. Also, ja, Was beim Dackel wahrscheinlich wirklich nur eine Frage der Zeit ist. ja, leider ja. Aber da fällt sich nichts, sie hat einfach keinen Bock nicht. Geil. Ja. Und genau, und dann
normalerweise, also sie weiß, wenn es in der Früh Gassi geht, dass dann danach was zum Fressen gibt, das ist dann der einzige Motivator für sie, dass dann aufsteht. Okay. Ja. Also gern nicht alle Hunde gern Gassi, sondern. Doch, sie geht schon gern Gassi, aber halt nicht in der Früh, nicht wenn es regnet. Geil. Gestern hat sie geschüttet wird auch, Ja. mal kurz, und dann bin ich auch in der Früh aussehen und dann hat der Hund, also es war faszinierend, wir sind 2 Schritte gegangen und er hat ausgeschaut, als hätte er eine Regenwaldwanderung gemacht, weil er ausgeschaut hat, komplett vollgesaugt. Ja. Dann hat schon gemerkt, dass er nicht so taugt und dann ist immer wieder kurz vorher gelaufen, hat sich dann immer wieder vor mir hingestellt und Richtung Heim. Er hat wirklich gezeigt, Ja. seid ihr dann heimgegangen wieder? Ja, also ich bin so weit gegangen, dass er pissen hat können und dann war es aber auch heilfroh, dass es wieder drin war. Geil. Ja. Ja, wie gesagt, Riesenfan. Ja, ist schon lustig. Ja, Wie oft gehst du am Tag? also, 3-mal. ja, je nachdem, was ich mache. Also theoretisch dann 2-mal gelangen, rein von dem Aktivitätswunsch des Hundes. Ja, aber eigentlich mindestens in der Früh und auf die Nacht. Und wenn wir irgendwo hinfahren, wir jetzt ins Büro oder so, oder wenn ich daher fahre, dann gehe ich da nochmal, dass es mit was Positivem verknüpft, wenn das Auto fahren muss, weil das heißt immer noch. Au, also Ja. nicht gewusst, dass du das hast. Ja, Weil wie äußert sich das? ja, also es wird schon besser. Am Anfang hat er immer gewuselt und jetzt hockt es halt nur sehr, sehr unentspannt hinten drin und starrt vor. Ja, ich will, dass er vorbei ist, ich will, dass er vorbei ist. Ja, Okay. aber ansonsten ist es eigentlich alles, sonst ist es eigentlich gleich. Also noch mehr Ablenkung im Leben. Ja, Ja. also. Ja, bin gespannt, was wird mit den Auftritten. Ja, Aber wird sich irgendwie gut Ja, verknüpfen also lassen, da- denke ich mal. das Praktische ist, haben sie schon viele Leute angeboten. Okay, Das sind ja Leute klar. dann, also, Ja, sowohl meine Mama als auch andere Leute. stimmt, die nehmen wir auch jederzeit. Das ist nur blöd, dass wir oft gemeinsam auf Auftritte Ja, sind. auftrittsszenisch wird es schwieriger, wenn ich dann mal 6 Wochen weg Aber bin. Urlaub, Ja, einmal, da werde ich mir schon auch anbieten. ja. Ja, das ist halt das Coole an einem Hund, der muss halt nicht daheim sein. Nein. Der kann einfach dann. Ja, und dadurch, dass sie ja relativ umgänglich ist und er auch Kinder mag und alles, Ja. und auch Katzen sind ihr scheißegal. Also wir haben es gestern, wo dabei gehabt, wo eine Katze war, die Katze hat sich furchtbar aufgeregt und sie wollte einfach nur zu dem Napf von der Katze. Ja, geil. Ich Klassiker. möchte einfach nur Ruhe haben. Ja. Einfach das Leben genießen. Wochenrückblick. Was ist so passiert? Also ich habe hier Reels wurden gedreht, Song im Pipeline. Haben wir nicht gemacht, oder? Weiß ich nicht. Nein, keine Reels Ich war draht. nicht da. Nein, ich habe keine Reels draht. Keine Reels dran. Nein. Also ich war am Dienstag war ich auch nicht da, weil da, ich habe mir dann durch das Ohrending, hat sich da so ein Nerv eingezwickt. Und das war Wir sind so alt. ja, und das Schlimme daran war, dass das nicht so, hast du da schon mal einen Nerv eingezwickt? Ja. Ja. Normalerweise, wenn du dir einen Nerv einzwickst, ist ja das dauerhaft. Das hat mir aber immer wieder einen Schlag wenn's- gegeben. Aber egal, Dann ist aber irgendwie so komisch drin. es ist, ich weiß auch nicht, an was das ist, wieder alle möglichen Dinge halt. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ja, aber es war egal, auch wenn ich mich nicht bewegt hat, ist so alle 30 Sekunden bis 2 Minuten hat einmal so ein Zecker da. Ja, ich kann es so. Ja. Und das hat mich so zwider gemacht. Also es hat mich wirklich richtig zwider gemacht mit der Zeit. Und da habe ich gesagt, na, da bleibe ich daheim, weil da bin ich kein guter Gesprächspartner. nein, ja, das ist nicht förderlich für meine Laune auf jeden Fall. Ja, Wie hast du es behoben? Einfach wieder ja entzwickeln. jetzt 3 Tage Schmerztabletten genommen und das hat es Passt betäubt und jetzt ist es weg. Ah, gut. Ja. Nur noch eins. Gut gemacht. Ja. Na, sonst ja mal ein paar so langweilige Promo-Videos für die Auftritte habe ich gemacht. Also die Standardvideos, also das, was wir eh schon gemacht haben, habe ich einfach nur die Termine genannt. Das hat relativ lang gedauert, weil wir viele Auftritte haben. Ja. Können viel nicht nachvollziehen. Schätze mal. Mit dem Harry habe ich dann noch ein Gewinnspiel draht, also dass er sagt, was wir verlosen für die Feste. Vielleicht war das gemeint. Ja, das haben wir gemacht, ja. Und ansonsten ist auch nicht viel passiert. Ja, Montag geht's wieder los. Ja, Müssen wir halt noch ratschen, ja, wenn wir die nächste Woche planen. ja. Weil 2 Tage sind ja schon weg. Endlich wieder mal saufen, weil ich freue Ja, mich schon. leck Also mich am 6 Wochen ist schon eine Hausnummer, Ja, muss man sagen. das ist schon Also, fast krankhaft. das ist wirklich, also das, unser Zwischenbier, die 2 halbe, die Zähne wirklich Nein. nicht. Also 6 Wochen werde ich wieder lang davor reden, dass ich mal 6 Wochen nichts offen habe. Ja, Thema der Woche, Kid Rap. Alles Arschlöcher außer Mutti. ja. Das heißt eigentlich alles Schlampen außer Mutti, aber ist ja wurscht. Am Sonntag ist Muttertag, schenk dir fuck. Ja, Ja, du bist du gut, gell, weil der Mama so zwider wird. ja, meiner Mama ist Muttertag sehr wichtig. Ja. Ja. Deswegen habe ich ja den Malle-Ding über meinen Geburtstag gemacht, weil der andere Termin wäre beim Muttertag gewesen. Na, so gleich.
war Ding, wo wir mal in New York waren, das war über Muttertag, wird man heute noch vorgehalten. Oh, Ja. krass. Okay, was passiert dann bei dir am Muttertag? Eigentlich gehen wir nur essen. Das ist nicht so, sie kriegt eine Kleinigkeit und darf mich anschauen und bewundern. Ja, gut, das ist ja trotzdem, also ich möchte nicht dem Lebenswerk deiner Mutter irgendwas absprechen, aber du bist ja trotzdem das Beste, was kreiert hat. Ja. Das ist schon. Ja, das ist, wie es ist. Ja, ich bin zurzeit ein richtig schlechter Sohn. Ja. Also wirklich. Ich habe meiner Mom das Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass ich zum Frühstück gekommen bin. Ich habe es einfach irgendwie alles ein bisschen versammelt. Also ich schulde ja gerade noch ein Geburtstagsgeschenk und für Muttertag habe ich auch nichts. Ja. Das ist ein bisschen wack und heute ist ja doch Freitag. Ja, ich hab gestern noch was bestellt und dann die meisten Sachen schon bis Montag dauert. Fuck. Ja. Ja, echt, das ärgert mich. Also gut, meine Mama ist dann nicht so zwider, aber wahrscheinlich sagt sie es noch nicht. Das ist dann irgendwas, was man am Totenbett dann sagen Wieder wird. 10% weg vom Erbe. Ja, schon. Ja, da gibt es nicht viel zum Heulen. Nein. Ja, das ist gut. Wie wichtig ist euch die Mutter im Leben? Ja, sehr wichtig. Ja, klar. Also das ist eine reine Respektsfrage, man darf nicht vergessen. Also unter anderem eine Respektsfrage. Ich meine, diese Frau hat uns zwar Missgeburten. Also diese Frauen haben uns zwar Missgeburten auf die Welt gebracht. Und das Krasse an Müttern ist ja einfach nur, du kannst ja machen, was du willst als Kind. Ja. Umso verkommener du bist, desto mehr hängt sie ja so an Mom rein, weil die sind ja so dumm. Die Weiber sind ja so dumm und Mütter sind ja trotzdem in erster Linie immer noch Frauen und die geben sich selber die Schuld, wenn wir so Missgeburten sind. Ja. Und jetzt haben sie bei uns noch Glück. Aber umso dümmer und beschissener dein Kind ist, desto mehr gibt es so eine Mama. Oft sind sie einfach nur die Gene, wenn der Vater ein kompletter Totalausfall ist. Ja. Und dann wäre das Kind auch irgendwann. Nein, da kann man schon sagen, also bei vielen Müttern ist die Liebe relativ bedingungslos auf jeden Fall. Krass. Also es gibt sicher auch ein paar, die nicht zum Muttertum geschaffen sind, aber ich schätze sowohl deine Mom als auch meine Mom, die hatten alles auf dieser Welt stehen und liegen lassen. Ja. Für uns jeweils, also das ist schon. Aber es war bei mir in der Erziehung. In der Erziehung. Mit deiner Mom zusammen. Da bin ich nicht. Hör auf jetzt. Ich bin nicht mit meiner Mom zusammen. Ich bin ein Targaryen. War sehr stark in meiner Erziehung verankert, dass die Mutter heilig ist sowieso, aber die Frau an sich ja ein schützenswertes Wesen. Ja. Meine größten Probleme in der Schule zum Beispiel, also habe ich ja gehabt, weil ich meine Mom verteidigt. Ja. Aber es ist eine alte Geschichte, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ja, es war damals schon so, dass mir eigentlich alle Konsequenzen nicht mehr egal waren. Also so Anzeigen, keine Ahnung, Verweise, das ist ja nur Papier. Ja, genau, richtig. Aber dass meine Mom enttäuscht von mir ist, das war das Einzige, was mich so ein bisschen in den Zaum gehalten hat. Also bei manchen Tätigkeiten, die ich so gemacht habe. Und ich gedacht habe, war jetzt blöd, wenn jetzt wieder der Wuschen wäre bei irgendwas oder wieder irgendwie mit den Kopfhörern kommen. Dann ist die arme Frau wieder traurig. Ja, eben weil sie sich selber die Schuld geben. Ja. Ja, es gibt nichts Schlimmes wie eine enttäuschte Mutter. Nein, das ist wenn es fährt, ist alles cool. Das legt sich aber so eine Enttäuschung. Ja. Schlimmsten ist beides. Wow, ja. Ja, stimmt. Wut und Enttäuschung. Ja, erst wütend und dann zutiefst enttäuscht. Ja. Wow. Wer hat die schärfere Mom? Wow, das ist reine Typfrage. Ja. Also wenn du auf richtig fette Glocken stehst. Darf ich das sagen? Ja, klar. Also wie gesagt, das ist jetzt auch... der Augen im Kopf. Ja, schon. Also das ist jetzt rein objektiv. Ja. Also wenn du gern jemanden willst, der dich halt problemlos körperlich überwältigen kann, der 10 Mast tragen kann und halt wirklich, also leck mich am Arsch. Umrum sehr gut ausgestattet ist und auch knappig sein kann. Ja. Der schnappt sich auf jeden Fall einen Kid Rap sein haben. Ja. Wenn du eine kleine wütende Frau haben willst, die 10 Tragel tragen kann. Ja, behauptet es. Die ungelogen für ihr Alter sie brutal gut gehalten hat,
sowohl körperlich als auch vom allgemeinen Verfall, Ja. dann kennst und die sich sehr viel mit Kräutern beschäftigt, dann ist meine Mom genau die richtige. Ist halt der Blondie. Ja, Kid bisschen Rap kleiner, Brownie. klar, Stanky-Bläs. Ja. Ja, da, du, kann man mal sagen, gell? Ja. Kann man mal sagen. Ja. Das ist mehr Pocket-Format. Wir werden beim nächsten Podcast beide Applaus auch Ich wollte gerade sagen, ich habe richtig Panik. Die Moms uns richtig an der Fotzen gehauen haben. Meine Mama hat irgendeinen Podcast mal gehört Ja. und hat gesagt, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ja. Also irgendwas, aber die hört ja niemals alle Podcasts von uns, hoffentlich. Aber Ja, Titel nichts mit Mutter. ja, habe ich mir auch gerade gedacht, wir nennen es einfach den Hunde-Podcast. Ja. Aber da habe ich auch irgendwas gesagt Ja. und das hat er dann nicht getaugt, aber mein Gott. Womit hat euch eure Mutter als Kind richtig genervt? Mir fällt direkt was ein. Ja, der Klassiker, also was so Standardgenerve war halt dieses klassische am Samstag um 9, 10 in der Früh mein Zimmer ohne saugen. Dass ich halt wach werde und du bist schon, schon wach. das trifft sich ja gut. Ja. Kannst mir ein bisschen helfen da. Pass auf die Schwester auf. Ja. Das war was ich sagen darf, das war schon nervig. Na, was hast du? Also was mich wahnsinnig genervt hat, ich war ja ein kleiner Nerd Ja. und meine Mama hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich genug rausgehe Ja. und also das Schlimmste, was mir jemals angetan hat, ist, wir haben damals einen AOL-Internetzugang gehabt Ja. und der war auf 1 Stunde begrenzt. Und das ist echt heftig gewesen, vor allem der hat die halt rigoros rausgeschmissen. Und das ist der Grund, warum ich mir dann das Hacken beigebracht habe, wenn ich das Passwort draufgekommen. Ja. Weil das war echt schlimm, wenn du hier gerade voll krass an ICQ drin bist und voll am Chatten Ja. und dann siehst du die Uhr abläuft und hast nur 1 Minute und Ja. das hat mich richtig fertig gemacht. Also das Internet war ein großes Thema, Ja. allgemein Bildschirmzeit, Ja. das hat mich richtig abgefuckt. Der Fernseher war bei mir nicht so ein Ding, Internet schon. Meine Mama hat oft 2, 3 Mal so Spieltermine für mich ausgemacht, obwohl ich eigentlich Verein gehabt habe. Ja. Irgendwelche scheiß Loser. Das hat mich abgefuckt, weil ich keinen Bock gehabt habe, mit denen zu Ja, spielen. Aber sie verstehe. hat sich halt mit denen Eltern gut verstanden und hat sich gedacht, dass sie da 2 Fliegen mit einer Klappe schlagt. Aber im Endeffekt habe ich dann eher mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und dann hat es kein Spieldate mehr gegeben. Das ist kein Spiel, der mir. Nein, das hat meine Mama Gott sei Dank nicht gemacht. Ja. Ähm, Das war ganz schlimm, ja. Da eine richtige Hasslatte. weißt du noch, ist das ein Name, den man nennen kann oder ja nicht? Ich weiß nicht, jetzt hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil Also. hat man nichts da, aber Ja, kann ich nachher kann ja trotzdem ein saulangweiliger Typ gewesen sagen. sein. Ja, auf jeden Fall ist er heute noch. Okay, ja, okay. Das Lustigste, was meine Mama auf jeden Fall mal gemacht hat, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, da war ich 11 oder so. Und es hat einfach so eine Phase gegeben, da war ich ein bisschen moppeliger. Ja, Aber nicht fett oder so, sondern einfach halt so ein bisschen chubby, so Ja. Kinderspeck. kernig. Ja, genau, keine. Gesund einfach. Ja. Und das irgendwann am Abend um 6 Uhr hochgekommen in Leggings, weil es irgendwas in der Zeitschrift gelesen hat und es hochgekommen und gesagt, so, Burschen, jetzt machen wir Sport. Das werde ich, mein Bruder und ich haben so lachen müssen, aber haben dann irgendwie ist trotzdem so weit gekommen, dass wir dann mitgemacht haben. Und Ja. das war das Lächerlichste und jetzt rückblickend ist es nur noch lustiger, Ja. weil sie es halt, ja, sie wollte uns was Gutes damit tun und hat sie Ja. halt da komplett zum Trott gemacht und Ja. dann hat sie Aerobic-Scheiße und so mit uns gemacht. Ja. Und wir halt, also das hat sie halt auch einmal durchgezogen und hat sie es Gott sei Dank selber gemerkt. Und jetzt kommt noch was mir am meisten fährt. Ich habe, bis ich 16 war, habe ich keine Spiele spielen dürfen, die ab 16 waren. Okay. Das war echt heftig und alle haben die scheiß Shooter gespielt Ja. und ich, wirklich ein friedliebender Mensch, Ja. Waffen gehen mir nichts. Ja. Ja, damit muss ich es jetzt kompensieren. Jetzt Ja, muss ich so, jetzt haben wir meine hier freien einen Waffen Eisen schenken. da. Das ist schon- Das hat mich richtig. Das hat mich tatsächlich richtig sauer gemacht. Ja. Ich habe es auch noch mal in die Hand nehmen. Ja. Danke. Also, aber die ist so eine brutal gute Haptik. Ja. Also, als war es aus in meiner Hand gegossen worden. Ja. Richtig gutes Gewicht. Ja. Schön. Ja, das ist da so gehen. Hat das, weißt, also das ist eine ernsthafte Frage, hat das einen Vorteil, dass der Lauf so lang ist? Also ist die Flugbahn dadurch länger gerade? Soweit ich weiß schon. Schon, okay, ja. Also deswegen sind ja auch Gewehre und Scharfschützengewehre, so langer Lauf. Aber ich weiß nicht,
ob es sich beim Revolver lohnt. Ja. Um ehrlich zu sein. Also, aber war mal interessant. Ich glaube, dass du kannst dann irgendwas draufschrauben, so eine Zieleinrichtung oder so. Also dafür. Aber Ja, ich habe lange Call of Duty gespielt, da kannst du deinen Revolver schon auch pimpen. ja, da machen wir uns schon eine schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wir müssen jetzt schießen lernen, vielleicht werden wir noch einzogen irgendwann. Ja, stimmt. Ja. Ja, gut, das sehe ich mir mehr so als Sunny. Oder halt jemand, der Drohne steuert. Du hast den Drohnenführerschein, der Stimmt. Drohnenpiloten zuerst nicht mehr gültig. abgelaufen. Seit, ich glaube, den Monat gut dann noch, ja. Oh, ja, dann fliegen wir noch mal ein bisschen. Ja. Was hat dein Mann besonders toll gemacht? Relativ verloren Kinder großgezogen, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Viel gearbeitet, gut gekocht, immer. Was hat er noch gut gemacht? Also ich habe mich immer sehr unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Also nachdem, glaube ich, haben wir schon einmal drüber geredet, nachdem ich meine Realschule nachdem ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben gehabt habe, war es ja eigentlich wurscht, was ich so mache. Also mit selbstständig und Musik und Filmen und keine Ahnung was, da war es immer supportive und hat gesagt, ja, das wird schon werden. Ob es dann einfach so gesagt hat, damit ich an mich selber glaube und einfach die Zweifel ignoriert hat, sei mir dahingestellt. Du musst halt aus dem Haus bist. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall so Sachen, wo mir jetzt spontan einfallen. Und sie hat mir immer überall hingefahren, das muss man auch sagen. Das ist mir aufgefallen, dass das viele Eltern gar nicht gemacht haben. Also ich habe ein paar Spätzle gehabt, die sind nie irgendwo hingefahren worden. Oder bin einmal von der Mom, die hat mich irgendwo mitgenommen. Da war ich zwar schon 14, 15 oder so, aber die hat mich dann, du weißt ja, wo Haus der für ist, die hat mich dann in Haus der für rauslassen. Das ist manchmal so ein Ding von Erwachsenen gewesen, die, wenn sie sagen, ja, sie lassen die da jetzt kurz raus, weil es ist ja nur noch, aber für mich sind es 5 Minuten Fußweg und fürs Auto sind es 10 Sekunden fahren. Das sind für mich 45 Minuten Fußweg. Ja, da. Von Haus der für nochmal da. Aber der hat gesagt, ja, nein, also sie hat jetzt da keine Zeit mehr und das muss ich da rauslassen. Das ist halt. Meine Mom hat mich mal, bevor wir zu den positiven Sachen, der hat es mir zu einem Freund gefahren, zu einem Maxi. Ja. Und irgendwie war ich frech auf der Fahrt hier und das war Übernachtungsparty. Ja. Da war ich auch, keine Ahnung, 12 oder so. Und irgendwas habe ich gesagt oder war halt dann eine Fahrt. Ja. Und dann hat sie gesagt, wenn ich nicht aufhöre, dann lasst mir jetzt da einfach raus. Ja. Also ich gedacht, mach doch. Ja. Mir doch scheißegal. Und dann hat sie es durchgezogen und dann habe ich da aussteigen müssen mit meiner Bettdecken. Ja. Ich habe meine Bettdecken und mein Kissen dabei gehabt und wenn die letzten, es waren dann nur 3-4 Minuten, aber 3-4 Minuten mit Bettdecken durch so eine Siedlung laufen, war schon auch unangenehm. Ja. Das hat es durchgezogen. Ja. Das war aber grundsätzlich genau das Gleiche wie bei deiner Mama. Also meine Mama war, hat mich in allem unterstützt, also egal, die ganzen verschiedenen Sportarten, die ich gemacht habe. Ich habe ja Fußball gespielt, also ich habe Tennis gespielt, ich habe Badminton gespielt, ich habe Tischtennis gespielt, Thai-Boxen, alles egal, war immer, also alles, was irgendwie sie ermöglichen hat können. Und jetzt pass auf, das Krasse ist, meine Mama war, glaube ich, bei jedem Fußballspiel von mir. Ja. Und das, weißt du, was so unfair ist? Mein Vater war in meiner Erinnerung vielleicht bei 2-3 Spielen dabei. Ja. Und ich denke, oh geil, da war mein Dad dabei. Das ist so unfair. Ja. Das ist. Ja, manchmal macht man sich dran und dann hat es mehr Gewicht. Und dann weiß ich nicht, das sind die Spiele, die in Erinnerung bleiben. Ja. Aber auch da, allein was die Mütter anhören, wenn du in so einer wenn deine Kinder in einer Fußballmannschaft die ganzen ekligen Trikots waschen von diesen. Ja, ein paar Sachen weiß man erst im Nachhinein zu schätzen. Ich meine, meine Mama hat jetzt mal, bevor sie in die Arbeit gefahren ist, hat sie gekocht für meine Schwester und mich. Jeden Tag. Also sie ist früher aufgestanden, weil die hat ja auch schon um 10 oder halb 11 hat die beim Arbeiten sein müssen, hat vorgekocht, dass wir was zum Essen haben. Und das frisst halt dann einfach eine ab und zu, man hat einen Döner geholt, habe es nicht gegessen. Und das ist, wenn ich mir denke, Alter, du Kochen dauert ja mindestens eine halbe Stunde, sage ich mal so, wo von ihrem Tag weg ist, damit wir was zum Fressen haben. Kannst du ja sagen, ja, macht euch selber was oder so. Das hat schon lang gemacht auf jeden Fall. Ja. Vor allem, jetzt warst du kein Horkler-Wichser. Ja. Und ich war richtig Horkler. Ja. Das bedeutet, stell dir mal vor, du bist eine Mama, die eben jeden Mittag kocht. Ja. Der Scheißkind kommt von der Schule und sagt, ja. Echt jetzt? Ja. Das da ist ich lieber gar nichts. Ja. Also das ist unglaublich. Ja, es gibt bei mir Kinder sind, glaube ich, das Schlimmste. Ja, 2 Sachen, wo ich essenstechnisch nicht zufrieden war bei meiner Mama.
Ja, nein, war ein Sachen, wo ich nicht gegessen habe, waren eh klar, aber wir waren wir in Nordsee im Urlaub und da habe ich jeden Tag, sind wir zu einem Italiener gegangen und da habe ich jeden Tag die gleichen Tortellini gefressen. Und meine Mom wollte mir Freude machen, wollte die gleichen Tortellini machen, hat es aber komplett versalzen. Ich wollte es nicht sagen, weil ich mich so gefreut habe und wollte sie dann nicht kaputt machen und habe mir die reingewürgt, habe ich dann so kotzen müssen. Aber wie versalzen waren die denn? Extrem versalzen, also das war geisteskrank. Ich glaube, war ein bisschen Salz, ein bisschen Tortellini beim Salz. Dann habe ich echt lange keine Tortellini mehr essen können. Ja, das war das eine Mal. Und was auch immer schlimm war, sorry Mom, ist, wenn meine Mom irgendeine Frauenzeitschrift gelesen hat und da wieder irgendein beschissenes, gesundes Rezept Ja, das haben sie immer mal probiert. Komm ich rein und es riecht nach kompletten Schorz in der Wohnung. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, und also Asia hat ein Kürbisgemüse gemacht und das ist so gut. Und ich habe das gegessen und ich gesagt, so Mutter, was soll das? Ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht essen. Das ist so eklig. Tut mir so leid. Ja. Kürbis schmeckt echt nach Arsch. Ja, Kürbis also ist mittlerweile kann ich es essen, aber damals für meinen Kindergaumen war das Schlimmste auf der Welt. Und da immer, wenn ich schon gesehen habe, wir haben immer so einen Stapel gehabt auf dem Küchentisch. Mit Zeitschriften. Wo so Fernsehzeitung und so. Wenn da so eine Zeitschrift schon grün ist, dann weißt du. Also meine beste, keine Ahnung, wie die heißt, und meine Freundin Brigitte oder keine Ahnung, was das gegeben hat, und ich gedacht, oh. Dann siehst du so ein Rosenkohl mit ein paar geschissene Kernel. Ja, so, ja, lass uns bloß mal in Ruhe. Das haben sie aber nie lang gemacht. Nein, also das Gott war das Gute, ja. Ja, ich glaube, du gibst da auch auf. Also, wenn ich jetzt mal wieder mit irgendeinem komischen Gemüsegericht kenne und dann hätte ich auch irgendwann gesagt. Ja, vor allem, wenn dein Kind zufrieden ist, wenn es jeden Tag Schinkennudeln gibt, dann machen wir halt einfach jeden Tag Schinkennudeln. Ja. Und Milchreis, das habe ich auch noch gegessen. Ja. Gaberts Los Brutalos ohne unsere Muttis. Das ist jetzt ein Spiel, ja, also keine Ahnung, also dann waren wir halt wahrscheinlich andere Menschen, aber also das ist ja der Punkt, ist ja, dass sie immer so supportive waren. Ja. Also wahrscheinlich hätten andere Mütter oder nicht jede Mom hätte uns, vielleicht gibt es ja sogar Mütter, die uns verboten hätten, so eine Texte zu droppen. Ich habe ja meiner Mama das sozusagen gezeigt, was ich gemacht habe. Ja. Und die haben auch nicht einmal da irgendwie was Negatives gesagt. Nein. Also ich glaube, dass für meine Mom schon komisch war erst einmal, weil der Rap ja insgesamt noch nicht so angekommen war. Ja. Deine Mutter sein Gesicht hat den Titel nicht mengen, weil sie nicht verstanden hat, dass der nicht um sie oder das jetzt allgemein ist. Ja, sondern um die dummen Mörder von den anderen. Ja. Ja, nein. Also ich glaube, es hat uns schon leicht gemacht, dass unsere Moms da so entspannt sind auf jeden Fall, was das angeht. Und es ist auch, du musst ja als Künstler oder als Musiker ja schon die ganze Zeit gegen alle anderen Neider und Hater und so ankämpfen. Und dann ist es ja anstrengend, wenn du daheim keinen Support hast. Und das ist dann schon geil, wenn die da einfach... Ich sag, es ist ja schon Unterstützung, wenn es nichts Negatives ja, sagen. Richtig. Und so bei meiner Mom oder deine Mom war ja auch schon bei Konzerten oder so da. Ja. Und dann freuen sie sich und... Was man jetzt auch der Fairness halber sagen muss, der Dad ist da auch nie im Weg gestanden. Nein, der war die Startbahn freigehalten. Also, ja gut, das Fliegen hast du selber, er kann die schubsen, aber das Fliegen musst du dann selber. Hilft nichts, die Flügel, die muss ich selber ausbreiten. Ja. Ja. Oh, es klingelt. Oh. Ja. Hallo? Ja, warte, bin gleich da. Ich hoffe, Cordula, dass du es endlich weißt, wir sind letztes Mal schon 3,5 Stunden dran gehockt. Was war deine Lösung? Cordula, streng dich an. Ja, ist es Habicht? Nein, es ist nicht Habicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie der Habicht reinpassen soll. Hier ist B, Brand. Wo passt der Habicht rein? Das frage ich mich auch. Egal. Anscheinend ist Cordula ein bisschen... Nächster Anrufe, danke Cordula. Regie sagt, es ist schon jemand drin. Jawohl. Hallo? Sag mir, was du anhast, du geile F... Oh! Sorry, das war wahrscheinlich meine Mom. Aus der Leitung, Mom. Ich hab gesagt, du sollst dich nicht mehr anrufen. Ich schreibe dir, wenn ich heimfahre. So, nächster Anrufer. Komm. Hallo? Ja, hallo? Der Buchstabe Y, ist das das? Ja, genau, es ist Y. Es ist Biarisch Brand, oder wie? Bist du scheiße dumm? Wer macht denn eine ganzen Reels, hä? Wer macht Social Media? Wer macht denn das? Biarisch Brand!
Ab und zu frage ich mich, ob meine Mom die einzige Frau war, die einen halbwegs intelligenten Menschen auf dieser Welt scheißen hat. Es ist nicht Beate Brand! Es ist Boris Brand! Boris fucking Brand! B-O-A-N, andere Buchstaben, Brand! Checkst du das? Seid ihr scheiße dumm? Ja, ich nehme euch die Antwort ab, weil sonst sagt's wieder Habicht! Die Leute lernen es nicht. Verrückt. Da sind wir wieder. Los Brutales Favorites. Ja. Geschenke, die ihr von eurer Mutti gekriegt habt. Meine Playstation, Mein Playstation, bei mir auch. mein Nintendo 64 davor noch, Mein Playstation 3, ja. Ja. Playstation 2, Playstation 3. Gameboy. Mein Gameboy und die gelbe Edition, ja. Meinen ersten Hund habe ich auch geschenkt gekriegt. War schon auch geil. Ich kann das schlimmste Geschenk, das ich gekriegt habe, mal kurz, Karrierebahn habe ich mir sehr gefreut, aber das schlimmste Geschenk, was ich jemals gekriegt habe, also das Lustigste war für mich in dem Moment, weil ich wollte einfach nur, welcher Kind wünscht sich, ich wollte einen Chefsessel, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich wollte einen Bürostuhl, so einen richtigen Lederchefsessel, Ja. weil ich halt auch gern gesagt habe und so weiter. Und dann war Weihnachten und dann ist das als letztes Geschenk noch gekommen und dann mache ich das auf und dann war das, also das ist unglaublich gewesen. Das war so ein Penny grauer Bürostuhl, den kennst du ja wahrscheinlich sogar noch, mit so digitalen Computeremblemen drauf, kein Leder, überhaupt gar nichts, nicht einmal Lehnen, überhaupt gar nichts. Und das war mein Chefsessel. Ja. Also das war ein kompletter Fail, aber das war's, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Sonst immer nur geile Geschenke Ja, gekriegt. ich weiß gar nicht mehr, was richtig Schlimmes gekriegt habe, aber ich glaube nicht. Also schon von anderen Leuten, aber jetzt von meiner Mom fällt mir jetzt, oder war ich mal irgendwann enttäuscht? Klar, als meine Schwester kam, also noch halber so viel Geschenke gekriegt, das war halt Ja, blöd. das ist halt richtig wack. Ja. Aber dafür habe ich dann den Hund gekriegt, so es wieder gut machen. Ja. So habe ich zumindest wahrgenommen. Ja. Na, fällt mir jetzt nichts Schlechtes ein. Also, na, fällt mir jetzt nichts ein. Du, macht ja nix. Also gewiss einmal ein Gewand oder so, was mir nicht gefallen hat, da gab es schon ein paar. Aber da waren wir uns dann auch schnell einig, dass wir das einfach lassen. Ja, also Gewand ist, also da war auch was. Also Gewand verschenkt man nicht. Nein, also Socken, Unterhosen, okay. Ja, aber das das sowas- verschenkt man nicht. Was? Ich möchte ich auch nicht haben. Nein. Aber das passt wenigstens Ja. meistens. Ja, und da ist also so ein Boxershirt oder so, die geht dann einfach an. Ja, klar. Was man uns zwar auf jeden Fall nicht schenken sollte, sind Hosen. Nein, Echt Probleme damit, gute Hosen ja, zu das finden. ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Vielleicht nehmen wir das nächste Mal ein Levi's dort eben hätte, dann sag ich, ich muss Ja, die irgendwo. ja, noch ich mit brauche was unterkriegen. Revolvertaugliches. Ja. Schon, ja. 5 Fragen an Los Brutalos. Ja. Du darfst zu irgendeiner Zahl in deinem Leben eine 0 hinzufügen. Welche nimmst du und wieso? Ich hätte gern 10 Leben, Ja, oder mit weil 90. ich ein Leben nur habe. Und wenn ich da 0 hinzufüge, Also, ist 10. okay. Ich hätte lieber 90 Leben, klar, aber das ist, Ja, ich hätte gern 10 Leben. Ich lebe schon gern, muss ich sagen. na, Oder 10 Lebern, aber das kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ja, ich darf mich für 10 Leben entscheiden. Ja. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber also damit meine ich, dass ich halt 10-mal sterben kann. na. 9-mal, 10-mal, 9-mal Darfst sterben. du einfach riskanter leben, ab jetzt, oder einfach schauen, oder einfach nicht altern wollen. Das ist das, was ich mir gerade überlege, weil eigentlich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt, also ich sage einmal, ich darf von einer Lebensspanne gern von 60 ausgehen Ja, und dann möchte ich wieder 20 sein. na, Nicht jünger, 20 möchte ich sein. ja, Das weil ich glaube, perfekt. irgendwann ist man froh, dass man stirbt. Ja, voll. Also wenn du so 90 bist und alle um die rum auch hier sind und du einfach nur noch in deinem Sessel in deiner eigenen Pisse hockst, dann Ja. denkst du so, jetzt komm. ja, jetzt bin doch eigentlich erst Jetzt legst du den 40. knochigen Finger auf meine Schulter. Ja, dann nimm ich mit, Ja, wenn es der Zeile hinausgeht. Also, ich glaube, das Spiel funktioniert nicht so, dass ich dann nicht altert, deswegen, Ja. ich darf halt einfach ein paar riskantere Sachen machen. Ja. Ah Mann, wahrscheinlich da irgendwas riskantes Ein machen, Leben da ist die wahrscheinlich- lebenslänglich kriegen. ja stimmt. Ja. Was von Mein mir? Leben ist wahrscheinlich nächste Woche schon weg, wenn unsere Maus den Podcast gehört. Ja, stimmt, ja. Aber dann hätte ich halt jetzt noch Ja. ein paar. Wenn 0 am Zipfel, dann hätte ich einen 10 cm Zipfel. Ja, das war gut. Ja.
Das war saugeil. Bei Häusern waren es 0-0. Jetzt sehe ich. Ah, fuck! Ja. Bastard. Ja. Ja gut, da kannst du mir eins geben dann. Ja. Vielleicht. Hast du dich schon entschieden? Naja, das ist in Ordnung. Hey, ich hab den Revolver geschenkt. Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja. 10 Revolver. Ja, noch mehr Revolver. Ja. Und dann noch ein Nuller an Arme, damit ich 20 Revolver halten kann. Boah, das war so geil, aber du kannst noch eine Nulle. Achso. Blöd. Er ist mit dem Zipfel, habe ich gesagt. Also ja, hat einen Zipfel, ja. Ja. Ja, mein Vermögen, weil Milliardär. Ja. Knapp. Ja, mehrfach. Welchen Songtext von uns selber in der Schule behandeln? Also ernsthafte Aussage am ersten noch sowas wie Stammtisch als Motivation. Ja. Von mir, ja. Und halt ansonsten die asozialen halt Mofa-Money. Ja. Einfach damit Radler sie sich fragen, Radler trinken auch stark. Ja. Ja, da hat den Ding, den Mörder habe ich gewonnen beim Kartenspiel. Ja. Wenn der Schulfach ist, wer macht man einen Hit, dann Meister Eder. Ja. Oder Bauwagen oder. Was ist noch richtig guter? Ja, Ding, also. Ja, also. Zombie ist ein guter Text. Ja, Zombie, ja, ist glaube ich so der emotionalste Text. So. Ja, aber auch schön, einfach schön geschrieben. Ja. 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 Oder Take It Easy, Zigger Breezy. Oh ja. Oder Coach Harry. Ja, Coach Harry, ja. Gab es für euch einen Alternativvornamen? Nein, bei mir nicht. Also meine Mom hat das schon gesagt. Bei mir nur, falls ich ein Mädel war. Ja. Es war Melanie oder Silvia gewesen und ich finde beide schrecklich. Also Melanie geht. Ja, Melanie ist ja viel besser als Silvia. Ja, Silvia ist Ja. Albtraum, da fragst du dich schon. Ich finde, Silvia ist so das weibliche Pendant zu Dieter. Ja, das ist gut. Ja, Keiner in unserem Jahrgang sagt nur Silvia oder Dieter heißt. Nein. Das ist ein Elternname. Ja. So für die cool. Richtig stabil. Also Dieter schaut ja immer gleich aus, Ja. aber ja. In meinem Haus hat der Dieter gewohnt. Das war der, wo er bekracht hat. Geiler Typ. Ja. Haben sie einen Schein zwickt, er hat es voll getrippelt, das System. 25er-Schein konnte keiner nicht mehr. Ha. Er war schön mit 25er-Schein dicht und runtergefahren. Stark. Immer wenn ich heimgekommen bin, schon umgestanden mit der Ziggy. Aber es ist freundlich grüßt. Ein 25er-Schein kann da keiner nehmen, aber du darfst natürlich trotzdem nicht fahren, eigentlich, wenn du besoffen bist, oder? Nein. Also ein Bußgeld wird trotzdem sein. Das kann passieren. Ja. Also, Aber wer heute ein Mann mit einem 25? nein. Und ich weiß auch nicht. Also, ist jetzt hören sagen, dass er besoffen gefahren ist. Das Ja, weiß ja, ich klar. nicht. Silvia weiß ich ganz genau, wie die ausschaut. Jede Silvia ist 50, Ja. hat bunte Haare, also nicht unbedingt, kann auch so eine rote Ja. Frisur sein, so eine dunkelrote. Ja. Und, Schöne Hundepfote auf der Tüte. und sag ich mal, auf jeden Fall keine langen Haare, ganz Nein. sicher keine langen Haare und auch manchmal so frech Viere geht. Ja. Also so, Und da so eine Ja. Kaulitz-Frisur. So genau, leicht. exakt. Ja. Also das ist eine Silvia. Alternativ zur Hundetatze ein paar so Leopardenmuster. Das kann es sein, ja. Und redet den Penny mit ihrer anderen Kassiererfreundin. Und es war viel zu laut, ja. Ja, also war ich gar nicht da. Ist auch eine, die dann vorne an die Kasse hingeht, weil es da mal gearbeitet und sagt, Ja. sie braucht nur schnell das und Ja, dann. ja. Ja, das sind Silvias. Welcher Song von euch ist, also nein, ich hab die 5. schon. Welcher Song von euch ist underrated? Jeder, Jeder, ja. also das sollten alle, da sollten überall Nuller hin. Also von Mehrere. den Party-Songs finde ich 10 Jahre Knast. Ja, Finde ich, der hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Von den normalen Standard-Songs, Zombie auf jeden Fall trotzdem. Für das, dass wir da unser Herz ausgeschüttet haben. wir haben halt null Werbung für Zombie gemacht. Wir Ja. haben keine einziges Reel für Zombie drauf, glaube ich. Ja. Den Der haben Puder wir. Rosa Ranch. Puder Rosa Range ist tatsächlich hart. Der ist so underrated, dass ich selber ganz oft vergesse, das Ding Ja. gibt. Und ich finde auch, für das, dass der echt witzig ist und dass wir uns voll Mühe gegeben haben bei der Promo, schlecht im Bett. Schlecht im Bett war für mich die größte Überraschung, dass er so schlecht und Ja. verhältnismäßig schlecht Ja. war. Kann man sagen. Ja, gut. Ja. Welchen Flirt-Tipp hast du fürs Bierzeit? Nicht eklig sein, glaube ich schon mal. Nicht zu eklig Nicht sein. zu eklig sein. Ja, so selbstbewusst ist eklig. So, hey, ich hab mir gerade auf die Hosen brunst. Ja, Na, wer weiß. Ja, auf Schwoi auf dem Latz. ja, Steuer. Das ist doch eine Sache, oder? Ja. Schau mal. Ja. Ja, also ich glaube, Punkt 1 nicht Stinger.
Ja. Das darf, glaube ich, schon mal enorm Das ist helfen. jetzt ein Bare-Minimum eigentlich, gell? Ja, aber ja. ich glaube, das ist schon was. Händewaschen. Händewaschen nach dem Pissen am besten Fall. Oder allgemein Ja, Händewaschen. also ich Wenn du gerade ein Händel gefressen niemals da die so Handwerker oder sowas kritisieren für irgendwas, weil er hat ein cooler Job Ja. ist und so. Aber geht's, bevor es sofort geht's, die Hände waschen. So. Also, zu einer Verteidigung, es gibt halt wirklich ja, manchmal klar, so einen Dreck, wenn es unter der Hornhaut schon drin wenn ist. du das jetzt wirklich- aber das Mechaniker siehst du ja, bist ja. oder Kaminkehrer oder so, aber ein Spätzl von mir hat es auch geschafft. Also der ist Kaminkehrer und der Sauberste Mensch der Welt. auf jeden Kenn ich. Fall. Ja. Das ist schon eine Entscheidung. Ja, ja. Ja, ansonsten einfach sei auf keinen Fall du selbst. Das ist wichtig. Ja. Sei anders als die anderen. Ja. Und mach da nicht Also so- ich glaube tatsächlich, was aber nein, wir jetzt zurücknehmen. Nein, jetzt sagst du es. Ich glaube nicht einmal, dass es in unserer Generation funktioniert, aber in der Flirte für die Generation von seinen Eltern, das glaube ich, wenn Typen tanzen können. Ja, Das ist glaube was, wo die Muschis heißt. Ich glaube, es kommt schon auf den Tanzstil an. Ja. Also wenn du jetzt wenn du es so beiläufig machst, glaube ich, Ja. dann ist das schon, Ja. ja. Ich glaube insgesamt, wenn du ein bisschen weniger Biffy bist, dann kommt das schon ganz gut an. Also wenn du da einfach Gaudi hast. Ich glaube, die Mischung macht's. Also ich glaube, der größte Fehler ist zu zurückhaltend, zum sei zu sehr Ja. Gentleman, sei es nicht gut. Na, Du musst einfach ein frecher, sympathischer Hurensohn nach 4 sein. Maß musst du schon mit dem Gurgel gelangen. Ja, Also genau, geht's saufen entscheid musst die. halt. Geh nicht. Ja. Achso, du musst ja dann noch 4 Massen gehen. Ja. Weil, genau, du hast jetzt Ja. 5 Minuten, weil sonst geht zur nächsten Chaya. Ja, schon, Jetzt ja. geht zu deiner fetten Schwester. Ja. Weil da habe ich schon gehört, dass die mit jedem macht. Ja. Ach, weißt du was, ich gehe direkt. Ja, schon. Scheiß Das ist ja drauf. scheißegal, ja. Schimmern sie so Sorgzeug zusammen. Ja, jetzt Ja. verpiss dich. Ja. Ja, ich glaube, insgesamt der Bierzeit oder Volksfest bietet sich schon gut an, wenn du ein bisschen flirten willst, weil dann kannst du auch zum Schießen gehen. Ja. Damn. Ja. Sagst, hey, ich brauche deine nicht. Nein. Ja, das bleibt aber easy kaputt schießen. Ja. Ja, das ist, was hat denn, ich glaube, ein Luftgewehr hat 5 Joule oder sowas, glaube ich. Ja. Denke ich mal. Ja, Schokofrüchte kaufen, vielleicht sowas, wenn du Bock hast. So einen Turm aufgekraxeln. Ja. Im Autoscooter ein paar kleine Kinder richtig Ja, stimmt, ein zerfieseln. paar Bandscheiben auspfeffern. Ja. Ja, sonst Boxautomat. nicht. Boxautomat, ja. Ich glaube, das macht am meisten Eindruck. Ja. So, hey. Oder die vor dem Autoscooter mit den Türken anlegen. Ja, schon, ja. Was cool halt. Ja. Ja, das war's eigentlich so. Sag der Polizei, dass die es erst zugeschlagen haben. Ja. Ja. Ja, ist ja so. Ja, meistens. meistens so. Ja, ist ja. Was steht die Woche an? Ja, Muttertag und was viel wichtiger ist natürlich nächste Woche Vatertag. Da saufen wir wieder und zwar richtig, richtig asozial. Das wird so geil. Mein Dad schafft es dieses Jahr nicht. Warum? Aber nächstes ist er fix dabei. Hand nicht versprochen, oder? Ja. Du, wurscht, Hauptsache kann sie es irgendwann einrichten. Ja. Ja. Ich gesagt, wenigstens gibt er Bescheid. Ja. Das muss man jetzt. Mein Dad wird es schaffen, Ja. schätze ich mal. Also die Gesundheit steht ja im Wege. Ich glaube, dass der Dad brutal eifersüchtig war, wenn ich mein eigener Dad damit Boah, das wäre schlimm für ihn. Ja. Das darf er nicht verkraften. Ich glaube, dass der Uli schon eine Bedrohung ist. Ja. Boah, stimmt, vielleicht lassen wir ihm gar nicht ein. Mein Dad ist ein Uli. Ja, warum nicht? Ja. Da wurscht. Ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, ab nächste Woche bin ich dann wieder voll am Start. Dann gehen wir auch songtechnisch wieder Gas, gehen wir ein bisschen Promo raus. Streamen es nächste Woche, oder? Ja. Am, Donnerstag, wenn es geht. da ist Vatertag. Ach so. Müssen wir also am Mittwoch machen oder am Dienstag Ja. oder die Woche drauf. Ja, Es schauen wir. kommt einmal Stream auf jeden Fall. Ansonsten danke fürs Einschalten, gell? Ja. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Oder die hier. Kannst jetzt abdrucken, ist da was drin? Nein. Aber schau mal, das sehen, wie laut es ist. Dann hat heute die letzten Worte wie immer was ist der Name? Dan Wesson. Die wunderbare Dan Wesson.